Ja, wo sind er dann? Ja, wo sind er dann? Leute, wissen ihr, was mein kleines Winzerherz zerreißt? Der Weihnachtsmarkt ist abgesagt. Aber wie soll ich meinem Körper erklären, dass er dieses Jahr kein Glühwein kriegt? Glühwein trinken geht auch nur auf dem Weihnachtsmarkt. Habt ihr das mal daheim probiert? Das passt nicht. Du nimmst ja auch kein Domina mit in eine Bücherei. Leute, der Weihnachtsmarkt ist der Ort, wo man Sachen isst, die man das ganze Jahr nicht isst. Knoblauch, Champignons, dreimal am Abend. Leute, ich hatte eine Knoblauchfahne, dass jeder Vampir aus Transsilvanien Deidesheim von seiner Urlaubsliste gestrichen hat, gell? Und die Holzschnitzereier. Leute, Elfen, Sterne, Weihnachtsmänner. Aber wir hatten letztes Jahr auf dem Deidesheimer Weihnachtsmarkt so viel Holzschnitzerei im Angebot, dass ich wohl gegoogelt habe, ob der Amazonas noch steht. Und die Gerüche. Leute, Zimt, Kardamom, Kräuterbonbons, Weihrauch. Das ist es Kokse für Christen. Und in den letzten Jahren immer mehr Bio. Und vegan. Und ohne Gluten. Wir hatten so einen Stand bei uns mit Mütze und Schals aus der Region. Sagt die Verkäuferin, ja, die Schals sind sogar vegan. Habe ich gesagt, ach Gott, bin ich froh, dass ich mir den Schinken nicht um den Hals legen muss. Ja, und dieser vegane Bioschal, wahrscheinlich von einem schlecht gelaunten Schaf, ich habe mir den kompletten Hals aufgekratzt. Ich habe es dann letzte Woche zum Abschmirgeln für den Tisch genommen. Gell? Ja, aber das Schönste an der Weihnachtsmarkt ist und bleibt die Menschen. Die Stimmung, die Begegnungen. Und wo man dann mit einem Tränchen im Auge sich voneinander verabschiedet und langsam heimgeht. Langsam, weil du unterm Mantel 8 Glühweintassen, 7 Holzelfen und noch einen kleinen Tannenbaum mit heim schmuggelst. Alles zusammengehalten von einem veganen, glutenfreien Bioschal. Ja, das ist Weihnachten, ihr Leute. Wir sehen uns nächstes Jahr in Deidesheim auf dem Weihnachtsmarkt. Ich liebe Weihnachten. Kein Weihnachtsmarkt.